Für die Fußballexperten ist eines ganz klar. Es gibt hier vor diesem Finalspiel keinen Favoriten. Beide Mannschaften sind als etwa gleich stark zu bewerten. Siehst du vielleicht irgendwo einen kleinen Vorteil? Ja, schwer zu sagen, Tom. Ich könnte mir vorstellen, dass heute die jeweiligen Spielmacher, also die kreativen Köpfe, das Ganze hier entscheiden. Vielleicht mal dieser entscheidende Pass in den freien Raum, dieser Geniestreich. Man muss es mal abwarten. In jedem Fall eine richtig spannende Partie, die vor uns liegt. Hat nur noch den Torwart vor Augen. 11 Meter. Und jetzt bin ich gespannt, ob er den Spieler, der das Foul begangen hat, auch noch verwahrt. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Das ist natürlich bitte eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. So, wird das ein Tor. Und das sah richtig gut aus. Das geht ja gleich richtig gut los hier. Schon in der 4. Minute haben wir den ersten Treffer gesehen. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Los, schieß, Junge! Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Schön mit dem Kopf. Gute Aktion. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Tja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Toller Freistoß und Tor. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Und so muss das sein. Nach einem Rückstand nicht die Nerven verlieren, cool bleiben und schon ist er da, der Ausgleichstreffer. Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ich glaube, er überlegt, was er jetzt am besten tut. Tor! Eiskalt die Chance genutzt, in dieser Situation die Nerven bewahrt. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Herrlicher Pass. So wollen wir das sehen. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ein böses Foul, das müsste Freistoß geben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Seine Stärken hat er auf der Linie. Das war einfach nur eine klasse Parade.
Nee, das kann er viel besser. Normalerweise tritt er gute Ecken. Die gehört nicht dazu. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Tja, das habe ich mir gedacht. Jetzt bekommt er Gelb-Rot. Gelb hat er schon gesehen. Und da hat er sich nicht gerade geschickt angestellt in dieser Situation. Ja, ich habe es genau gesehen. Einige Fans hatten die Arme schon nach oben geworfen. Klasse Abstoß. Raus auf den Flügel. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und ein langer Ball genau auf den Mann. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. So, hier ist noch alles drin. 2:1 steht zur Halbzeit. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Genau so stellen wir uns das vor. Freistoß, sagt der Schiedsrichter, denn die Aktion galt nur dem Mann. Der Ball war ganz woanders. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Guter Spielzug. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Ecke. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Und jetzt ist die Frage, können sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Also, wenn das kein brutales Foul war. Aber es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Es gibt nur Freistoß. Das wundert mich. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich. Der geht in die Mauer. Ja, und so setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Einfach weg mit dem Ball. Und jetzt muss er schießen. Und sie haben den Ball hinten aus dem 16er geklärt. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik.
Und auf der Linie gerettet. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Und so soll das aussehen. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Der Abwehrspieler hat sich den Ball geangelt. Ja, gefällt dem Trainer. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Schöner Pass. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Souverän geklärt. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Ja, sowas nennt man wohl eine geschossene Mannschaftsleistung. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Also der Ball scheint ihm jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Gut gesehen vom Verteidiger. Sauberes Kopfballspiel. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Gute Kopfballtechnik. So sieht ein klasse Pass aus. Und super, wie der Ball hier durch die eigenen Reihen läuft. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Torhüter hilft seinem Team mit diesen Paraden in einer schwierigen Phase. Klasse, mit der Glanztat hat er dafür gesorgt, dass es weiter spannend bleibt. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Ja, mit solchen Verzweiflungsschüssen lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Die halten sich hier wirklich nicht zurück. Wie viele Karte war das jetzt? Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Heute wird der Torhüter hier richtig warm geschossen. So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr.